Assalamu alaikum wa rahmatullah, liebe Geschwister. Ich möchte heute eine kleine Geschichte erzählen als Beispiel für eine Sache, damit man es besser verstehen kann. Und zwar, es wird einmal ein Junge geboren und ein Mann sagt, ab heute, ich werde diesem Jungen 240 Euro jeden Tag schenken. Der Mann kommt am nächsten Tag, gibt dem Jungen 240 Euro. Und dann am nächsten Tag kommt er wieder, gibt ihm wieder 240 Euro. Darauf, den folgenden Tag, kommt der Mann wieder und gibt diesem Jungen 240 Euro. Und dieser Mann macht das tagelang, wochenlang, jahrelang. Der macht jedes Jahr 365 Tage lang, gibt er dem Jungen jeden Tag 240 Euro geschenkt. Als der Junge dann so circa 12, 13 Jahre alt ist, kommt der Mann zu ihm und sagt, guck mal Junge, ich habe dir jeden Tag 240 Euro gegeben. Aber ab heute, ich werde dir immer noch 240 Euro geben, aber wenn ich dir 240 Euro gebe, möchte ich 10 Euro zurück. Darauf den Tag, der Mann kommt, gibt dem Jungen 240 Euro und sagt, gib mir 10 Euro zurück. Und der Junge sagt, nein. Am nächsten Tag, der Mann kommt, gibt dem Typen wieder 240 Euro und sagt, gib mir 10 Euro zurück. Und der Junge sagt wieder, nein. Und jeden Tag, der Mann kommt, jeden Tag, 365 Tage lang, der Mann kommt, gibt dem Jungen 240 Euro, verlangt 10 Euro zurück. Und meistens sagt der Junge immer nein. Einmal im Jahr gibt er ihm was, vielleicht einmal im Monat gibt er ihm mal was, ab und zu gibt er ihm was. Aber überwiegend, er gibt ihm keine 10 Euro zurück. Und er bekommt jeden Tag 240 Euro. Wenn man jetzt fragen würde, was für eine Art von Junge ist das, würden alle sagen, egoistisch, das Verhalten ist unakzeptabel, unverschämt, selbstsüchtig. Wenn er schon 240 Euro geschenkt kriegt, dann kann man ja wohl 10 Euro zurückgeben. Selbstsüchtig, geizig, so wird man das sagen. Also ich glaube kaum, dass wir irgendjemanden finden würden, der das Verhalten von diesem Jungen toleriert. Jeder würde sagen, hey, das geht doch nicht, der gibt ihm 240 Euro jeden Tag geschenkt, da kann er doch mal nach 12 Jahren, kann er doch mal 10 Euro wiedergeben. Dann hat er immer noch am Ende 230 Euro. Würde jeder sagen, jeder wäre dagegen. Keiner wird das tolerieren, was der Junge sagt. Aber in Wirklichkeit ist es so, subhanallah, dass 90% der Muslime so sind wie dieser Junge. 90% der Muslime haben ein Verhalten wie dieser Junge. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala hat uns, seit unserer Geburt, er gibt uns 24 Stunden Leben. Das heißt, wir benutzen 24 Stunden lang Sauerstoff von Allah. Wir benutzen 24 Stunden das Herz, was Allah uns gegeben hat. Allah lässt unser Herz schlagen, unsere Lunge arbeiten, unser Blut zirkulieren. Und das macht er seit unserer Geburt. Seit unserer Geburt, Allah gibt uns 24 Stunden Leben. Und dann, wenn wir in die Pubertät kommen, 12, 13, 14, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ich gebe dir immer noch dein Leben. Du kannst 24 Stunden Leben von mir haben, aber von diesen 24 Stunden, ich möchte eine Stunde haben, und zwar für Gebet. Aber der Muslim sagt dann, nein. Wir benutzen 24 Stunden, so viele Muslime benutzen 24 Stunden das Leben, was Allah denen geschenkt hat, aber sie sind nicht bereit, eine Stunde zurückzubezahlen. Seit Jahren, wenn man 30 ist, 40 ist und man hat noch nie gebetet, hat man 40 Jahre lang 24 Stunden Leben benutzt und man ist so geizig und gibt nicht mal eine Stunde für Allah. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dieses Gebet auferlegt, das ist eine Pflicht und wir werden als allererstes von diesem Gebet gefragt. Und ein Muslim, der Yawm al-Qiyamah kommt und sein Gebet ist nicht komplett, dann alle seine Taten, die er hat, die er gemacht hat, die werden nicht komplett sein. Ein Mensch kann nicht gewinnen, wenn sein Gebet nicht komplett ist.